Hallo zusammen! Heute gibt es wieder mal einen normalen Vlog. Ich muss heute einiges posten und erledigen hier in Canggu und da nehme ich euch mit. Zuerst gehe ich zum Mittag holen und ich würde sagen, spinnen wir doch gerade dort hin. So, da wären wir. Das ist ein Warung, das ich gestern entdeckt habe und es ist mega fein. Und der Preis ist auch voll okay. Ich muss aber noch ein bisschen lang aufs Essen warten, also so eine Viertelstunde hat der Rahmen, so circa, bis das Essen parat ist. Aber ich habe jetzt damals das Buch dabei und der vergeht, glaube ich, die Zeit schon ein bisschen schneller. Thank you. Yes, endlich überkommen. Jetzt geht es wieder heim. Tada! Einen guten? Danke. Tschüss zusammen. Jetzt bin ich wieder gleich weit wie vorhin. Wir haben einen Mixer gekauft, den ich jetzt holen. Der muss halt bis um 3 dort sein, also muss ich jetzt ein bisschen pressieren. Dann möchte ich eigentlich so einen Supermarkt, wo so recht viel so westliche Produkte. Und mit dem Roller muss ich dann noch schnell in diesem Rollergeschäft vorbei, weil wir jetzt noch für einen zweiten Monat mieten und noch pumpen und wegen dem Licht etwas schauen und so. Ja, da bin ich allein unterwegs, wir sehen ja nichts von der Fahrt. Also man sieht sich dann an diesem Ort, das ist so ein Fitnesscenter, wo ich den Mixer abholen kann. Bis dann! So, da wäre ich. Hier in diesem Fitness schafft die Person, wo wir den Mixer abkaufen. Machen wir jetzt in der nächsten Zeit feine Smoothies und Shakes. Das war Schnäppchen, also wenn jetzt nur 100 Rupiah zahlt, das sind 8 Franken etwa. Ja, kann man nicht sagen. Ich gehe jetzt zurück auf Canggu, weil das hier ist eigentlich schon Seminyak. Und gehe mal bei dem Rollertyp vorbei. Bis nachher! Tata! Ich bin jetzt beim Pepito Market. Ich wollte eigentlich zuerst zu dem Rollertyp gehen, aber der hat zugehört. Ramadan ist jetzt ganz fertig, darum sind viele in die Ferien gegangen, viele Geschäfte zu. Ja, halt das anderes Mal gehen. Aber zuerst mal Glassen essen und nachher posten. Ich kann nicht wissen, was andere denken, wenn die mir zuschauen. Ich mich filmen beim Glassen essen. Das ist für Tanji. Sie hat gesagt, etwas aussieht wie Chicorée und hellgrün und weiß ist. Ich finde, es sieht schon recht so aus, aber ich habe keine Ahnung, ob es das Richtige ist. Das ist das Beste, aber ich weiß nicht, wie viel das kostet. Es ist einfach so gut. Ich glaube, es ist zu teuer. Ich frage. Ich bin vor. Okay, thank you very much. Ich habe mir fast gedacht, dass der Ofi-Aufstrich zu teuer ist. Es ist fast doppelt so viel wie der andere Schoki-Aufstrich. Also es kostet 6,50. Ein Glas mit 380 Gramm. Also es ist schon recht gross. Aber nicht in unserem Budget. Also auch hier kann man Jockey kaufen. Ich wollte immer auf Jockey tippen, zum scharf stellen. Dabei muss ich auf den Bildschirm tippen. Jawohl. Also, eben, da kann man auch Jockey kaufen. Kostet hier 5,50 Franken. Wir haben uns bis jetzt noch keine gegönnt. Aber wir können mal ganz verzweifelt sind und Heimweh haben. Auch Wernli-Gutzli gibt es, die sind mega gut, kenne ich von daheim. Toblerone haben wir bis jetzt in jedem Land gefunden, wo wir waren hier in Asien und ist nicht einmal so teuer. Also so eine grosse, das ist schon noch gross, kostet jetzt 3 Stutz, die kostet 1,50
Also wenn man mal Lust hat auf Schweizer Schoki, keine schlechte Option. Schaut mal diesen schönen Töff an. Ich bin überhaupt kein Töff-Freak, aber da jetzt echt schöne auf Bali. Also es hat mega viele Hipster, die dann zu Töff fahren und die sind einfach eine schöner als der andere, also Töff meine ich. Ich würde jetzt sagen, jetzt habe ich dringend eine Dusche nötig, aber da haben wir zum Glück einen Pool, darum geht es jetzt ab in den Pool. Ich habe hier das grüne Zeugs für dich gekauft. Ist das das Richtige? Ja, genau. Wirklich? Yes! Savi Putti. Bei uns ist jetzt schon 9 Uhr. Wir haben die letzten 2 Stunden damit verbracht, weiter an Square Coconut zu arbeiten. Das ist eben unser gemeinsames Projekt. Wenn ihr das jetzt das erste Mal hört, dann schaut ihr euch am besten mal den Vlog vom Flo von vor ein paar Tagen. Dort erzählt er ein bisschen mehr. So wie es aussieht, geht jetzt die Webseite morgen oben online. Wir schauen jetzt zusammen noch eine Folge von Game of Thrones. Und zwar ist das die letzte Folge von der 3. Staffel. Darum Achtung an alle, die die 3. Staffel noch nicht gesehen haben und sie noch schauen wollen. Es gibt jetzt dann gerade einen Spoiler. Die Angie hat es als einzig noch nicht gesehen. Die Game of Thrones kennen, wissen, dass am Ende der 9. Folge also etwas mega krasses passiert. Und das schauen wir jetzt zusammen. Ich muss schauen, ich probiere die Reaktion zu filmen. Ich höre schon die Musik. Ja, ist gut. Oh. Ah. Beste Serie. The Lannisters and their regards. Es war cool, mal Game of Thrones zu schauen. Ich glaube, im Juli kommt dann die 7. Staffel raus. Freut uns mega drauf. Ja, ich würde sagen, für heute reicht das. Ich verabschiede mich da und wünsche euch eine gute Zeit. Habt euch Sorge und bis bald. Tschüss!